Guten Morgen til alle. Ik heet jullie alle hartelijk welkom til deze gottesdienst. En zoals we alle met bekend zijn, we hebben intussen een paar boodschappen opgebroken van onze serie. Wanneer wat we treden bij de hand komen, we proberen dat het Nieuwe Testament durch te predigen, zijn we nu bij dat gekomen waar der steht gekommen, wo Johannes anfängt mit seinen Dienst, wo der anfängt zu taufen, zu predigen. Und dort war dort fing wir in der alle Feier-Evangelisten, was wir in der Bibel fing. Wir fingen das in Matäus 3, Vers 1 bis 6, wir fingen das in Markus 1, Vers 1 bis 6, und wir fingen das in Lukas 3, Vers 1 bis 6, und wir fingen das in Johannes 1, Vers 6 bis 8. So, in der alle vier Evangelisten redet von der Salje. Und so, wir waren zum Tags, weil wir Matäus 3 von der anbrücken. Und Lothar war wir uittuschend von der anderen auch alle nehmen. Und noch einmal denken halten, so ich damals an euch angefangen, das Neue Testament durchpredigen, durch die vier Evangelisten bitte zugleich durchnehmen. Dus wat de een evangelist alle beschreef, en dan Lothar, wanneer nog weer deze Geschichte beschreven heeft, en dan, als die nog vielleicht niet zo nodig was, dat wat een ander al beschreven heeft, dat hij dat nog alle ware holen laat. So deswegen zei we dat, du als kein wahrer Sprecher, du ist nicht einer, wat du anders wo würde man sagen, dat nicht einer jenen, ein Evangelist als nicht jenen anderen. Die schrieben alle von dasselbe, bloß der eine hat sich da bemerkt an das Part, wo der andere Evangelist nicht so sehr eingetaucht hat. Aber wie sagen das jetzt alle am einen dasselbe Evangelium. Und so, deswegen dürfen uns das Himmel nicht hindern. Die Welt in ihre Klugheit, die wird Gott sein Wort, weil nicht mehr, und die wollen hier sein, dass sie was fängt. Sein, dass sie nicht irgendwas fängt, dass die Bibel sich wahrer sprechen hat. Und wir machen das bloß klar, haben die das nicht. Wenn wir von uns hier an vier Personen haben, die sollen alle dieselbe Geschichte beschreiben, aber wenn wir sagen, von deren beschrift einer der Geschichte, und sehen Weg, was Ansatz zu folgt, was der Leser wird wollen, was der Leser wichtig soll sein, der beschrift ist dort, aber wenn man sagen, 2, 3 Leute, da sind alle die Frauen abgekommen über diese Geschichte, so dann wird der zweite Schreiber, der wird vielleicht noch ein bisschen mehr Details zu bieten, was der erste vielleicht nicht mal hat, das nötig sein. Und so steht ja dort wieder, und wir sagen, dass Matäus wird erst geschrieben, dann Luther, Markus, und dann Lukas, und danach gegen Latz, nach 8 Jahren Luther wird Johannes geschrieben. Und so, daher kann wir das sein, das ist ganz logisch, dass die waren, dass der eine wird diesen Punkt alle beschrieben, der andere wird den anderen. Bis dass wir das, wenn wir Leute auf Probe gestellt worden, und wir sollen ans Reich folgen, dass die Bibel sich nicht wahr sprechen hat. Das ist, woran wir, mit dort, ja, wie ganz klar, du musst sagen, du hast nicht in wahrer Sprechen, du hast bloß, das ist der Weg, wo das geschrieben ist worden, so. Was dort immer klar mehr, wie hier war in der Serie angeht. So, wenn wir uns in den Tagsvers mal überlesen, Matäus 3, Vers 1 bis 6, sagt das ist das. In der Zeit kam Johannes der Täufer und predigt in Judäa in der Wildnis und seht, geht das Himmelreich erst dich bei. Das ist der, von dem der Prophet Jesaja gesagt hat. Eine Sturmraub in der Wildnis merkt den Weichheit für unseren Herrn, merkt vor allem einen Glickenstich. Johannes aber hat ein Kleid von Kameulenheu gemerkt, und er trug da mit einem Ladergard am der Lind, und eten dort Heu Grasshopper und wilden Honig. Und die Menschen von Jerusalem in ganz Judäa in den Jordan-Gegenden kamen nur an, bekannten ihre Sünden und leuten sich von am in Jordan döpen. Aber so wird uns erste Part von den Tag. So, weil wir mit dem Gebet anfangen, dann wollen wir wieder nachdenken. Himmlischer Vater, wir kommen hier für dich und wir danken dir für diesen Morgen, was du uns gegeben hast. Wir danken dir ganz besonders für dein Wort.
Ich verdiene grote genug, dat die dat woord bewahrt hast und dat die ans het laat so vrij is dit zu haben. Himmlischer Vater, mag wir dat dann auch du noch da retten, du noch herrlich schatzen. Und machst die ans in uns Hart schreiben. Und himmlischer Vater, ganz besonders, machst die uns in diesem Morgen stehen, uns die Ehren merken, damit wir das begreifen können, was die Notwelt uns sein. Mag das nicht sein, dass das ab Hören weich fällt, dass die Fehler Fuß kommen, das abfreten. Mag das nicht sein, dass das unter die Sorgen von dieser Welt fällt. Unter Euernis fällt, von, wenn wir der schwere Tiden gehen, dass wir dann machen, das wird für jeden himmlischer Vater, muss die uns recht gemerkt haben. Muss die uns zu Gott Land gemerkt haben, dass das wird ab Gott Land fällt und dass das dann auch kann Frucht bringen. Und dass die das mag sein, wer das Land hat recht gemerkt. Himmlischer Vater, das bete ich in Jesus Namen. Amen. So, der alle Evangelisten schrieben von das, dass Johannes, dass du wird einer kommen, der wird den Weg rein merken für den Herrn, der wird einen glücklichen Weg merken, alle Täler würden gefällt worden, sag ich Markus. Und dass du wird, der wird den Weg rein merken für den Herrn, und dass wir so was ganz Besonderes, was Johannes anfangen zu tun, dort viele sogar dachten, dass das auf einmal der Messias können sein. Hier ist ein interessantes Ding, wo wir uns ein bisschen nachluten. Von Jesus sagt Jesaja all, dass wir nicht was Besonderes an dass wir am Doing haben sollten. Das Jesaja 3,50, dass wir nicht was Besonderes. Und also, Jesus, der wird ganz normal. Aber was du nicht normal wird, da wie Johannes, wenn ich es hier mal eben gedacht habe. Woran hat das beschrieben, wo der eingetragen wird? Das wird ein bitter gewollen Kind. Ich weiß nicht, was ist Elisabeth nach einem schweren Zeit, was dann mal durchgegangen. Und er war in der Wildnis ab. Er war sozusagen ein bisschen apart für sich. Er war, like, ich weiß nicht, ich finde keine Schrift steht, dass ich kann mich nachluten. Okay, wo muss das gewesen sein? Was für ein Verhältnis mit Johannes gehabt hat mit seinen Eltern, mit Elisabeth, wenn sie abwassen. Und wir wissen, dass Elisabeth und Maria, Jesus seine Mutter, sie waren Nichten, kleine Nichten, ich weiß nicht, wo wir in Freundschaft, aber sie waren Freundschaft. Und wir wissen, dass Elisabeth Maria ging Elisabeth besiegen. Und so, dass wir so bekannt, die unter sich kennen sich, dass Johannes, dass wir ein bitter gewollenes Kind, dass wir eben ein bitter gewollenes Weg, was die versprechen wird, der wir bitter gewöhnlich, dass der geboren wird, aber noch viel doller bitter gewöhnlich, wie Maria erkennt. Wir haben das ganz kurz sein, dass jeder Jahr Reisende in Jerusalem ten Fass. Ich finde das nicht, ich finde die Schrift steht nicht, dass Zacharias und Elisabeth dann auch immer waren gewesen am Fass, und Josef Maria wir. Aber warum muss sein, wann die beiden würden gewesen? Und wenn sie sich kann, wenn sie Freundschaft führen, ist das möglich, dass wir wollen das von der ersten Tag, wenn wir uns mit Freunden begegnen, da haben sie eine kleine Kinder, nächstes Jahr sind die so ängstlich alle abgewaschen, so du hast eine gewöhnliche Verteilung ans Menschen erst, wow, die Kind hat ja so gewaschen, wie benimmt er sich, aber hier wird was ganz Besonderes, wie diese alle beiden Kinder. Johannes wird auf einem wunderbaren Weg versprochen, dass er wird geboren werden. Der wird even einen Namen gegeben, mit der Lief gesagt wird. Jesus wird auf einem ganz wunderbaren Weg gesagt, dass er wird geboren werden, und den wird auch den Namen gegeben. Diese beiden Frühes, diese beiden Mames, die wissen, wo das kommt, dass sie diese beiden Kinder haben. Und was muss der Spaziergang gewesen sein? Wann das wird sie gewesen sein? Dort Elisabeth und Maria sich haben durch im Tempel getroffen, durch zum Fass, wenn die sind alle beide gewesen. Weil er den Kind, no? Maria könnte gesagt haben, perfekt, mein Kind ist perfekt. Und der wird nicht gelernt haben damit. Aber was hat Elisabeth gesagt haben? Weil er den Kind, wo kommt dort wieder? Da weiß ich nicht. Aber mir will so sein, Elisabeth hat vielleicht auf einmal die Sachen dort bitten, bitte gewollen ja. Das ist bitter gewöhnlich. Das hat nicht bitter. Wo wir finden, dass der bitter gewöhnlich ist, das ist, wo er
von was er gelebt hat, wo er gelebt hat und wo er eingetragen ist. Sein Kleid wie von Kamelenhaar. Er drückt mit einem Laden in den Gart. Das ist nicht gewöhnlich. Seine Nahrung wird nicht gewöhnlich. Mat Elisabeth überhaupt ihnen sehen selbst können verstehen. Das weiß ich nicht. Aber mir hat das Gedanken. Und er guckt ihn auch. Und das wo wir mal da in der Bibel ankommen, wenn wir uns Gedanken darüber merken. Und die Gedanken können von einer Seite gefährlich werden, wenn wir uns selbst was deutlich merken, wo wir keinen Grund von finden in der Bibel. Da wollen wir uns vorsichtig sein. Aber eine gesunde Frau stahlen, das ist nicht unnötig. Das hilft uns, dass uns denken, Dollar und Dollar durcheinander denken. Das. Aber nicht haben wir zu der Zeit, wo Johannes für ein Tag kam. Das ist bitte gewöhnlich. Die fangen an zu predigen, und die fangen an zu predigen, dass die umkehren sollen. Und das fällt sich so aus, wenn even die Pharisäer und die Schriftgelehrten du vielleicht nicht mal so einen großen Trouble mit haben, dass die sich dass die Menschen umkehren sollen und dass die sich taufen leiten von ihm. Da wir nicht mal so, dass sei du wird gehen haben. Worum das wirklich hoch nötig, dass die Tagsklagten und dass die Hörer und dass all die sinnlichen Menschen mal umkehren leiten. Das will hoch Zeit. Weißt du, was die große Trouble wird? Die Pharisäer und Schriftgelehrten sahen dort nicht an, dass sie krank so nötig haben, umzukehren. Die Trouble wird gleich mit den Tagsklagten und den Hörer. Wenn die kommen, bekannt ihre Sinn. Die Trouble wird mit den selbstgerechten Pharisäern. Was sich aus Abraham seine Nachkommen teilen, und wir wissen dort, Jesus selbst vermont und so hart und seht, weil sie teilen sich so, sie sagen, okay, wir sind ja Abraham seine Nachkommen. Weil sie sagen, dass wir Sklaven sind. Wenn sie werden da über Jesus, von Jesus vermundet, dann sagen sie, wir haben Abraham den Führer. Und dann sagt Jesus der End, wenn die Abraham den Führer haben, da wird ihr auch den seine Worte tun. Aber wenn es der so tun, den Führer ist, beweisen sie das. Mit ihren Worten. Und für die Pharisäer wird das sehr schwer, dort sei sich nicht sollen Leuten taufen. Oder dort sei nicht sollen, kommen ihre Sinn bekannt. Wenn sie werden ja nicht von der verlorenen heidnische Völker. Sie werden ja von Abraham seine Nachkommen. Und wir dort was nicht, was Johannes deut. Zum Teil wird das ganz nicht, was Johannes deut. Dass er abraubt in die Büsei, dass er sich taufen leiten. Aber wir was nicht, dass die Menschen durch eine Reinigungszeremonie gehen. Dass sie sich in Wuta andeuten deuten, dass sie sich symbolisch reinmachen. Da wir nicht was nicht. Dort wir all in Moses ihn gesagt, dort wir all was die Juden all haben, wenn du wer den Juden Glauben anschließen deut, dann muss der durch diese Reinigungszeremonie gehen. Wir wissen, dass wenn Gott ein Gesetz gegeben hat, der Mensch will das einmal ausbessern. Der will das einmal lassen, das sei wie von den Pharisäern. Das sei von Gott seine Geboten haben genommen und sie haben das bis nach allerhand beigetan. Und die haben das bis nach allmählich gemerkt, dass irgendwer das verhebt noch holen kann, wegen das, was sie da alle beigesagt haben. Aber wir sagen, dass wir nicht bloß mal gehen zum Kirchen sein, dort, wenn du irgendwer will, das ist ein Israelit war, wenn du irgendwer will mit dem Fall Israel, du zu dem Fall Israel gehören, können sie bloß kommen, mitmerken, oder müssen sie erst was tun. Und in 2. Mose 12, du sagst wieder, dass wir einfach von Gott gegeben, dort sie krank dann müssen sie sein, das ist das Fall Israel. Wenn du mal hängen, 2. Mose 12, Vers 48 und 49. Da sagst es dort. Und wenn du ein fremder Mann sein, der dort Passamal für dem Herrn führen wollen, dann beschnitt alle Männer und Jungs, und dann dürfen sie mitführen, so als ein geborener Israelit.
Aber ein jeder, der nicht beschnitten ist, soll nicht davon eten. Ein in datzelfde Gesetz hält für einen jeden en don't of die von Jünd ist oder of die von Fremde ist. Das soll dasselbe sein für Jünd. Das Volk Israel muss beschnitten werden, da machen die Fremde auch. Dasselbe Gesetz ist für die. Die wir von die sich beschnitten lassen, die wir dort alle durchmerkt, dass sie betekenen, dass sie ein Israelit sind. Die können alle merken, dass wenn sie aus einem Israelit geboren sind. Luther sei wie das Volk Israel, oder der Lehrer von Israel, der hat mal noch mehr Dinge dabei gesagt. Der hat verschiedenste Regeln von Reinigung und all die Dinge haben sie dabei gesagt. Wir sehen das in Matäus 15, wo die Pharisäer sich abregen, dass die Jünger sich nicht hinwaschen. Da wollen wir jetzt wieder mit gehen. Wir sehen das auch in 3. Mose 19, Vers 34, da wollen wir nicht Zeit haben, um das alle überlesen. Auch 3. Mose 24, Vers 22. Weil ich will den Tod nehmt Notes und lesen, dass du wirklich war. Du hast das uns abgeschoben wird, dass dasselbe Gesetz für alle. Für die Utländer, die wollen kommen, beginnen wohnen, wenn die wollen beginnen merken, wenn die wollen tegen gehören, dann machen die krank so sein als je. Dann machen die beschnitten sein. Aber wären sie mit das perfekt? Wären sie mit das, wenn sie das alle nur kommen, der bitterliche Gesetz, haben sie damit Gott zufriedengestellt? Wären sie dann nur reich für Gott? Und wir wissen, das geht nicht mal. Das geht nicht mal, dass sie reich wären für Gott. Wären die, fällt ja nur Arena aus den Juden. Die, was sich den Juden glauben, haben eingeschlossen durch all ihre Zeremonien, all diese bitterliche Dinge, wären sie dann nur reicher als die Nicht-Juden. Und dort sehen wir, dort merkt der Apostel Paulus in Römer 3, Vers 9, die Leser sehr, sehr klar. Dort ist nicht, dort die Menschen von den bitterlichen Dingen, von den bitterlichen Dingen können gerecht werden. Wir nur einer, wir nicht einer, was du hat, könnte rechter sein für Gott, wenn sie mehr Zeremonien wie durchgegangen ist, der andere. Und in Römer 3, Vers 9, der sagt uns so klar, dass du wie kein Unterschied. Er sagt, was sei wie nu? Sind wir Juden besser auf? Sei was all diese Regeln holen dein. All diese bitterliche Gesetze holen dein. Er sagt, sind wir Juden besser auf? Da sagt er, nee, ab keinen Weg. Weil wir haben dort all klar bewiesen, dass beide Juden und Griechen Sünder sind. Wir haben das all klar bewiesen. Du darfst keiner nicht mal lang forschen, dann sind das alle an uns. Wir sind alles Sünder. Juden und Griechen, alles, all das Bitterliche, was wir haben geprüft zu tun. All das Bitterliche, was wir haben geprüft zu tun, merkt uns nicht später einer mit den anderen. Zu was wir das dann, dass die müssen beschnitten sein, dass die müssen diese Zeremonien durchgehen, was Moses in Gesetz ans Jäuf, dass die Antwort habe ich auch. Dass wir im Weg wiesen, dass so lang, bis Christus kommen wird. Dass wir im Weg wiesen, zum Anzahl Probe stellen, sein Keie das überhaupt. Und wir haben dir das einmal gesagt, 4000 Jahre, gibt Gott den Menschen die Gelegenheit, wenn sie glauben selbst. 4000 Jahre hat Gott ihnen Geboten gegeben. Und die fangen mit leeren Geboten an, mit einfachen Geboten an. Die sollen nicht von den Baum eten. Und so dort ging das wieder. Und er hat immer mal bei beten Moses, und dann hat Moses ihn gesagt. Und was er tat, wenn ein Mensch kann, wird immer hans genug gewesen sein, dass sie links haben soll perfekt sein für Gott. Aber die Menschheit hat dort durch die 4000 Jahre gewesen, sie können nicht. Und sie wollen es nicht mehr. Und da hat Gott, der letzte Prophet, was du noch wird,
En dat weer de grootste profeet wat jemals geleefd heeft. Du hebt Jezus zelfs Zeugnis van Johannes. Du wie kein profeet wat du van frühs geboren wird, wat de groter wird als Johannes. Den hat Gott geschickt, von den hat Gott al in de profeten geredet. En hij had gezegd, hij schickt zijn engel ver aan. Hij is wat Elia ihr schicken, dat zijn toen wat van profeten van schrijven dat wordt met verschiedenste woorden beschreven. Die wordt den Herrn zijn Wahrheit merken. Von alle profeten wat er kwam, wie helemaal niet in vooruit geprofezeerd worden. Van Johannes ja. Dat die wordt den Herrn zijn Wahrheit merken. En dus ik al zeg, die gesalgsgerechte Menschen hadden eigentlich nicht mal zo'n großen Trouble, dat Johannes kwam. Wenn sie selbst leerden auch ab den Messias, aber sie haben sich selbst in Messias uitgegrabbelt, wo der Messias soll kommen, oder sie haben selbst ein Verständnis, ab was von Messias sie hopen deuten, so sie haben dann noch kein Trouble mehr, wenn du ein Prophet wird verkommen. Aber was ganz in Weg wird, dat wir dort, dat Johannes sagt, je Schlangenbrautsels. Wenn die Sadduzäer und Pharisäer ne Johannes kommen, dann sagt Johannes, die die Schlangenbrautsels. Und da steht dort, er sagt, die Abrahams Kinder. Der sagt, die Schlangenbrautsels. Wer hat ihnen das gesagt, dass die kann Gott sein Zorn nicht in den Stich kommen? Wo glaubt ihr, Gott sein Zorn nicht in den Stich zu kommen? Er nannt die Schlangenbrautsels. I mean, das ist das erste Ding, was du kannst, den selbstgerechten Pharisäer und selbstgerechten Juden sein. Und so, sie können dort nicht anerkennen, dass sie so schlecht werden, als Johannes die entseht. Diese Pharisäer hatten kein Trouble mit, dass die Tagsklagter, dort wären sehr große Sünder in ihrer Ehe, die Hörer, die sollen längst mal Buße tun, und ja, sie hatten kein Trouble mit, wenn die dann gehen und bekennen ihre Sinn. Aber sie hatten Trouble mit, dass sie selbst sollen ihre Sinn bekennen. Und so, wenn wir mal das kicken tun in Matäus 21, Matäus 21, Vers 23. Das ist, wo Jesus den Tempel gereinigt hat. Und er lehrt da, und du hast, in der du wunderst, und keiner kann, was man am Anfang. Like, die wurden am Jahren durch einen Fass genommen, aber somehow sie haben keine Kraft dazu. Und weißt ihr, was Gott damit bewiesen hat? Gott beweist, du wie sovereign. Jesus hat keine große Militär an sich, dass sie sich deswegen das nicht haben soll wählen. Der hat seine Messergänger würden keine Gefahr für die Pharisäer gewesen. In dort haben sie Jesus alllängst können festnehmen, und sie deuten aber nicht. Warum nicht? Du weißt Gott, dass Gott wie sovereign war, wann sie Jesus nicht können festnehmen. Du hast Gott die volle Kontrolle über. Und dass Jesus mit so einer Kraft das bewiesen hat, dass er das erst, und die Pharisäer wissen das auch, dass dieser erst, wie wollten ihr dort lang, Jesus tut es dort im Tempel, wird ihm Nikodemus danach. Und pliedert sich aus, er sagt, wie wollten die von Gott passen? So, sie wollten dort. Und sie wollten dort sagen, dass Johannes sein Deuten auch von Gott ist. Da wollten sie. Was sie nicht leiden können, ist, dass die jeden Entreden, dass sie dann gestampelt auch werden als Sünder. Und so hier so, wenn Jesus dort so klar bewiesen hat, wovon Macht er hat, im Heulen und Wunder zu tun, und dann hier so in der 23. Vers, Matthäus 21, Vers 23, sagt, dass es steht, und als Jesus im Tempel nennt, kam in Umfang zu lehren, kamen, dort fällt ihre Hohenpriester und Ältester nur am früh. Der wovon Machtreich das, die diese Dinge, und wer hat die das Machtreich gegift? Das ist eine sehr interessante Frage. Der wovon Machtreich das, die dort, und wer hat die dort gegift? Aber Jesus antwortet an, ich will Ihnen auch was fragen, und wenn je mir die Antwort geben, dann will ich Ihnen auch sagen, dass ich was von Ihnen Machtreich, ich diese Dinge tue. Johannes sein Deuten, nun steht die Ernte so an, wo das Schwabste ist. Johannes sein Deuten, wir dort von Himmel oder von Menschen. Und sie streiten sich selbst hin und her und sehen, wann wir sagen,
dass es von Himmel wird, dann wird er sagen, warum glaubt ihr da nicht? Nur arm. Warum glaubt ihr da nicht? Aber wenn wir sagen, von Menschen, dann haben wir das Volk in uns, weil die holen Johannes alle für einen Prophet. Und so sehen sie zu Jesus, wir wollten nicht. Wissen sie wirklich nicht? Sie sehen, wir wollten nicht. Sehen sie durch die Wahrheit? No, sie wissen 100% von wo Johannes in Deepn kommt. 100%. Sie wissen, das ist von Gott. Aber dann sollen sie von ihr Thron draufstehen und Gott luten Gott sein. Da können sie nicht über ihr Hort kriegen, wegen sie werden durch Abraham seine Nukum. Sie werden in Sodom seine Nukum. Deswegen können sie das so schwer leiden. So sehr schlecht leiden. Dann seht heute Abend, das sagt Jesus. Dann seht heute Abend. Dann sage ich, jint auch nicht. Das Wort von einer Kraft, ich diese Dinge da. Ich habe hier sein, wo Gott seine Fien Gott weiten. Gott seine Fien Gott weiten. Hande durch die Kraft, um sich selbst zu mitnehmen. Du wirst genug Dinge, was er hat so lang, even wenn er sagt, entjingt es ein durch. Entjingt es ein durch. Was verursacht das, wenn in Sotons Kind dort ein durch geht? Habe ich mal gedacht, was passiert dann? Dann passiert Euer. Dann sind sie so, wird ein Dal. Kriegst es der Soton selbst. Das woran Jesus sagt, wenn die Abraham seine Null kommen werden, dann wird jeder doch tun, was Abraham deut. Weil es der Soton jeden Führer ist. Der je dort, was der Soton ist. Was der Soton det. Der Soton euert sich über Gott. Das halt nicht spital. Der euert sich in das Rietental über Gott. Der ist auch Rietental über alles, was Gott det. Erst das hier was anderes, was wir von ihnen sein. Sie sein das all. Das ist von Gott. Und hier so, wenn wir hier sein, okay, wenn wir nicht sein, das ist von Himmel, dann haft uns in der eigenen Jagd. Dann haft uns in der eigenen Jagd, warum glauben wir da nicht? So, dann machen wir uns dann, wir wollten nicht, dass der von Himmel ist. Und wenn wir auf einmal sagen, das ist von Menschen, und dann haben wir nicht Trouble, dann verlieren wir unsere Ehe hier manche Menschen. Aber wir uns ein bisschen dumm, wir wollten nicht. Hast du von dir an irgendwas bekannt, so was ist dort auch mit so in der Gu? Hast du von dir schon auch mit so, dass, wir wollten nicht? Weißt du Gott, wir uns nicht selbst verlegen, wir wollten, sei Gott. Ein Mensch kann sich noch so tun, ich wollte nicht. No, ein Mensch wollte. Wenn Gott hat den Menschen das Wollten gegeben. Wenn du so eine falsche Lehre verbreitet wird, und wird gesagt, das ist nicht gut, dass wir sollen zu viel von der Schrift weiten. Es ist doch eine andere Lehre, als was die Pharisäer hier tun. Was die Pharisäer hier so unterstellen. Weil wir sagen, wir weiten nicht. Weil wir uns gleich zu viel mit der Schrift aufgeben, wenn wir zu viel weiten von der Schrift, dann wird das mal gefordert von uns. Jetzt sich dort bitte ein Streik mit dem, was die Pharisäer hier gerutzt haben. Wir würden mal sagen, die saßen auf den selben Stuhl. Es ist auf den selben Stuhl, was die saßen da. Na, wir sagen, wir wollten nicht. Weil die Heuchler. Jene uitwendige Dinge, die Dinge, die die selbst haben abgestellt, sagt Jesus. Die untersteht die. Aber je hört es weit auf von mir. Wir müssen mal gucken in Matäus 15. Vers 1. Matäus 15, Vers 1. Ich gucke meine Stimme halt den Tag, diese Botschaft durch. Du sagst, das ist das. Dann kamen Pharisäer und Schriftgelehrte von Jerusalem nu Jesus und sagten, warum holen die Jünger sich nicht an die Ältesten ihre Verschriften, weil sie waschen sich nicht die Hänge für den Eten. Und ich habe das sein, sie haben Reinigungszeremonien. Sie haben Dinge, wo sie sich durch reinigen deuten, aber das wären Dinge, was sie sich selbst abgestellt haben. Und das hier so, was ich hier sage, warum dann die Jünger sich nicht die Hänge waschen? Hier redet das nicht mal so sehr davon, dass die Schweinchen Hänge haben.
Hier redt hij van een zeremonischen Weg sich te hingwaschen. Ich kann nicht so viel. Ich sehe nicht so gut im History studieren. Aber so wie das sagt, der Hänger sie, was das Hingwaschen zu bedienen hat, sie würden, wenn ein Jüd wird, und dort dann von der ersten Tag so steht, wenn ein Jüd wird, rütgegangen im Stür, so die wären in ihr Haus rütgegangen, mangt die Arene Nicht-Jüden, und sie haben durchaus Umgang haben, wenn sie dann zurückkommen, dann tun sie sich durch eine Zeremonie reinigen, ganz besonders die Hänge. Und sie würden dann, wo sie kommen in ihr Haus, was du dann gewählt ist, was du dann rein ist, du würden sie zusammen eine Wascherie haben, du würden sie Wasser haben, du würden sie einen Kuffel haben mit ein doppeltes Uhr, also die würden einen Kuffel mit 2 Uhren, und sie würden dann in gewisse Zeremonie durchgehen. Sie würden sich mit einer Hand das Kuffel anführen und sich das Wasser über die Hänge jäuten, und dann zusammen einmal sie dann eher gedanzt daran haben, ihr Ritual. Und dann würden sie mit der anderen Hand das andere Uhr anführen, dann würden sie sich die andere Hand bejeuten, und dann, I don't know, I mean, mir ärgert so und mir wird ammerlich, wenn ich sonst dort besäumt, ich habe ein klein bisschen gelehrt von so und was die Juden ermut von der ersten Tag noch sein. I mean, anstatt das kängerig und lachrig, was wir sagen. Und wie soll, das soll uns nicht lachrig sein. Aber das wir, in Salz, ich gedacht, hingwaschen. Da hat uns getan mit, als sie Schweinchen oder nicht Schweinchen hängen hatten, und das hat, wir lesen das nu, und wir denken so, die Jünger, die sind gerutzt von den Sekret gekommen, und dann haben sie sich vergessen, hängen zu waschen für ein Ehen. No, das ist nicht von was das hier reden wird. Das redet hier von, dass das bloß das gewöhnlich hängen waschen, da wir euch da, was sie hier meinen. Sie müssen nach dieser Zeremonie durchgehen. Was der Älteste haben aus dem Gesetz eingeführt. Dort ist, wo sie sich gleich ankämmern. Das ist, was Jesus endlich gleich lehren hat. Das ist gleich wichtig. Und du hast eine Klage über. Er sagt, und so, die Klage, die kommt dann an, warum tun die Jünger nicht? Warum tun die nicht diese Älteste ihre Verschriften holen? Und gut, dass sie die Älteste ihre Verschriften holen, und andeuten, wenn das was das wird. Das was wird. Da wird nicht nur Moses ihn gesagt. So habe ich gesagt, was sie da Luther B. tun haben. Und dann sagt er das, und er sagt ihm, und warum sagt die Gott sein Gebot und sieht, dass die jene Verschriften holen kann? Ich habe hier wo ein Mensch, was Gott gesagt hat, dort mal bis ganz in den Hintergrund stellen, und dort, was sie selbst eingeführt haben, und dort machen die Stuhlräder oder Gummräder, früher sieht oder Mond sieht. I mean, ich habe ein klein bisschen sein, wie sind euch frei von dort? Oder, ich sage, wie sind nicht, wie wir euch frei von dort? Gott sei Dank, er hat uns von so einer Kinder gesagt, ist dort frei gemerkt. Und ich glaube, das ist gerade, woran wir uns in so einem Ding, als das inzwischen an erinnern, dort wir uns nicht vom Frischen an. Ein Tag hab einmal frisch luten fürs Glauben. Und Dinge, was bis Menschen abgemerkt haben. Und wer wird das ganz dollste gegen so eine selbstgemerkte Menschen gesetzt? Da war Jesus Salz. Jesus hat nicht mal so eine harte Wehe zu den römischen Soldaten. Was das Volk Israel grausam wird behandelt haben. Nicht mal da hat er so eine harte Wehe als heute die Pharisäer Salz. Das geradste Gräuel, was Gott für sich hat, das sind Heuchler. Heuchler, was wird wenn sie sagt, ich will Gott befohlen, Vater und Mutter zu ehren, und wer Vater und Mutter pflegt, soll mit dem Tod bestraft werden. Aber je sei. Er sagt, aber. Je sei, wann wer zu Vater und Mutter sagt, dort wird jemand von mir zu Gott kommen können, als Gott übergibt, der reich. Damit ist das nicht so weit. Dort keiner mehr Vater und Mutter irrt. Und so habt je am jene Verschriften zu holen, Gott seine Geboten zu nichts gemerkt. Am jene Verschriften hat je Gott seine Geboten zu nichts gemerkt. Je Heuchler, sagt er. Je Heuchler. Und das traf uns auch, wenn wir irgendwo was vorhaben, wenn wir Gott seine Geboten zu sie tun, uns nicht ersagen, dann sagt Jesus das zu uns. Je Heuchler. Der Prophet Jesaja hat von jün ganz reich gesagt. Das fällt ihr mir mit den Lippen, aber hört es weit auf von mir. Aber vergiss deinen sie mir willst, was sie lehren, sind bloß Menschen geboten.
Weil was sie lehren, sind bloß lauter Menschen gebaut. Das ist, was Johannes die End sagt. Je Schlangenbrot soll's. Wo glaubt je, wo je Gott sein Euer in den Stich kommt? Wo glaubt je mit seiner Salzgerechtigkeit, wo je Gott sein Euer in den Stich kommt? Der wird gefehlt. Da können sie nicht, dort sollen nu aus Krieg so eine große Sünde geteilt werden. Aus den Nicht-Juden, oder aus den Tagsklagten, oder aus den Hüren, dort sei nu Krieg denselben Prozess sollen durchgehen, dort du kein Unterschied wird zwischen Ernt und der ersten Sünde. Und wenn du wirst, zu der Zeit, was Johannes Deepn deut, wird dort Deepn nicht anbekannt. Aber wir über einen anderen Weg. Und wenn ich soll was arg mal verstehen haben, oder wenn ich irgendwo habe von einer argen Source, das begreifen, da will ich das Leute auch trainieren. Aber, so ich verstehen habe, dann wird du, wenn du wer den Juden glauben will annehmen, dann musst dann all die Dinge tun. Das erste Ding wird, die Männer müssen sich beschneiden lassen, weil dort wie biblisch, dort können sie mit dem Moses in Gesetz. Das nächste wird, sie müssen aus einem Anrenner müssen sie durch in Wutter gehen. Also sie müssen sich in Wutter andocken, das ist mit einer Zeremonie sich reinigen. Ob sie all gebot werden oder nicht, das wird nicht die Frau. Das wird bloß einfach aus einer Zeremonie. Du musst sei sein, dass diese korrekte Ritual mitgemerkt. Und das ist ein Arena. Und hier so, der nimmt den Judenglauben an und die wird dann sein heidnisches Aufgebot. Und dann wird den abgenommen aus dem Mitglied. So, dort wir so bekannt, die Zeit, so es ich verstanden habe. Aber nu kommt Johannes und predigt, dass die Juden sich sollen deuten, loten. Krieg so aus den Nicht-Juden. Das Stücks. Wie sind ja all Abraham seine Kinder? Weil sie da, sie wären Abraham seine Kinder. Jesus sagt einfach, wer sie wären. Die Führer ist kein so tun. Ich meine, der so tun ist kein Führer. Und so, wie sollen dort hier, dass das wir sind, was sie nicht annehmen können. Wenn es nicht sollen, sie sich, du kriegst rausstellen, aus der Arena Nicht-Juden, was bleibt je nahen der Juden, die fällt ja, was nicht in den Judentum wird. Dort nahen der Huing und Schwein. In ein Schwein macht ein Jud nicht dich bekommen. Da wir ein Arena Tier, da wir ein verbotenes Tier. Da wir sind, was in Jud bloß nicht möglich, Schweinsfleisch essen, dort wir, dort wir ein Gräuel verehrt. So haben wir bloß gleich down. Sei nahen, und in Jesus selbst brückt das Salje, was die Juden von Glauben hatten, aus der kanaanitische Frühkamp, und der Prach hat Jesus. Und Jesus kümmert sich ischlich gleich an er. Und der Prach hat bis einmal da, und dann schließlich sagen die Jünger, Lot, der muss mal gehen. Die schrecken uns alle wegen heran. Und dann sagt Jesus zu der Früh, da das nicht reich, dort einer der Kinder Brot nimmt und dort für die Schwein schmiert. Das einzige Übersetzung sage ich für die Huhn schmieden. Ich glaube, die meisten Übersetzungen reden von einem Hund. Und von einem Hund, dort wir jetzt die Juden kicken, die Nicht-Juden an als Huhn. Das ist aus Leer aus Menschen. Das sind die armen Menschen. Ob wir nicht mal erlaubt, mit der Gemeinschaft zu haben, da war wir ein kleines wieder, wo wir das sein. Und so, Jesus sagt, dass es nicht reicht, dass einer die Kinder Brot nimmt und schmiert die Huhn dort für. Und dann sagt er so früh, aber doch kommt der Huhn, und Huhn ist ein frierende Krümels, was von ihr Herr sein Dash fällt. Doch kommt er, und dann sagt Jesus, den Glauben ist groß. Die wird Kraxe passieren, als die geglaubt hast. Und sie kriegt Halb. Aber du kannst wieder sein, wo leicht die Nicht-Juden waren angekickt, und die Juden ihr. Die Juden, die wären so durch, dass sie wohl mehr und mehr Menschen für ihre Religion kriegen. Die wollen nicht gleich eine Gott wiesen, die wollen nicht bloß eine Erde, dass sie einmal die Batu kriegen, dass sie die Batu haben. Wenn in Matäus
23, Vers 15, doordat Jesus die so hard vermoon, wens du zijn 7 woorden, wat Jesus te de Pharisäer du sagt. Aber ein von diese, wenn er hier sagt, in Vers 15, sagt er, woher je Schriftgelehrten en Pharisäer, je Heuchler, der je über Land und Meer reisen, ein Mensch für den Juden glauben zu gewinnen, und wann das ihr passiert, als merkt je, ein Halentchen von einem doppelt so viel als die sind. So, die sind überlich sein, wem die kann, was du kriegen, dass die diesen Juden glauben annehmen. Das nicht gut, dass die mit all diese Zeremonien durchgehen, die mit sich luten, deuten, oder die mit luten durch das Wutter gehen, oder die mit diesen Opfer bringen, was immer sie dann verregeln haben, was die dann alles muss tun. Bis wenn die den erst haben, und das ist Krieg, was von der ersten Tag passiert. Das deuten sie mit ihrer Kraft sein, wem kann wie für den Juden glauben zu gewinnen. Und Jesus sagt, wenn je erst haben, dann habe ich zweimal so ein großes Halentchen von dort gemerkt, als die Salz sind. Okay, weil wir dort soll ja uns von der ersten Tag besein. Wenn wir falsch wem den Christentum bringen, wenn wir mit unserer Kraft rumgehen und sagen, wem kann wir bei du kriegen, dass die mal Jesus im Herzen kriegen, wem kann wir bei du kriegen, dass die mal einmal Jesus annehmen, den bekannt als Errara, wenn das aber noch nicht Errara ist. Johannes sein predigen wir dort Buße. Repent. Dort Buße. Steht dort mal zu, dass die Sünder sind. Von der ersten Tag, oh, Jesus hat einen guten Plan für die. Wir kriegen den Bus in den Horten an, der hat einen guten Plan für die. Und ein salzgereichter Pharisäer, den ist dort viel Leute dienstweg. So ein Salz gemerkt, den Jesus annehmen, als den von dem, was die Bibel redet. Nicht halt ein bisschen mal Eva. Du bist ein Mensch, der läuft sich noch mal bis Salz. Du bist ein Mensch, der hält bis noch viel von sich Salz. Und du kommst einer an und sagst, hey, Jesus hat einen guten Plan für die. Gott läuft, die kriegst es die Best. Wow. Der läuft mir. Er läuft mir Salz, also so, ja. Und dann hat Gott auch noch. Oh, und dann hat er noch so einen guten Plan für mich. Wow, ich habe Salz einen guten Plan für mich. Like, oh ja, oh sure. So Jesus kann ich ganz leicht annehmen. Oh ja, hast nicht noch 2 Söhne, ich würde dir im 2 nehmen. Ich habe hier mal von der Lasterung Menschen merken, von der Worterradung. Das soll dir deuten. Die deuten mit ihrer Kraft sein, wem kann wir bei du kriegen. Dass die einmal diesen Prozess durchgehen und dann sagt Jesus, dann habe ich 2-mal so ein großes Halentchen davon gemerkt. Von der ersten Tag, viele Menschen, die sich hanluten besäbern, die sich hanluten, was du kommst, dass sie irgendwo vielleicht in eine Evangelisation, was fern gehen, in ein Gebet nur sein, und Jesus im Herzen kriegen. Die Person ist toller Teuerschluten für das wahre Evangelium von du wieder, als sie erst wird. Wenn sie haben ein falsches Vertrauen, wo ihre Radung ist. Jesus nannt dort, er sagt, woher jeden Schriftgelehrte, je Heuchler. Woher jeden. Die merken das doppelt so euch mit euch. Dus wenn ihr ruht nicht für euch, der was die besäbert haben, ist erst, wenn ihr bis ganz verloren wird. Das woran wir machen extra so abpassen, dass wir nervös wem sein für den Christen glauben zu gewinnen mit unserer Kraft. Dass wir der Herr, was jeder Tag tut, durch eine Apostelgeschichte, wo die Kirche umfällt, dass wir der Herr, was jeder Tag mehr zubracht. Und sollen die Jünger sich dort gewirkt haben, ihr Fleisch ist am Unterstreichen, dass man mit euch nehmen, dass man mehr Menschen kommen. Das ist Krieg, wo falsche Propheten sich ganz leicht erkennen geben. Die segnen Weg, so dass das untreibend ist. Die segnen Weg, so dass man mit aller Locken hat. Jesus steht das nicht so dort. Jesus, der hat mehrmals so eine harte Wert, wenn er erst eine Herde nur Fall hat, dann dreht er sich noch mal um und dann dreht er so eine harte Wert, das schiert die meiste am Verleuten. Weißt ihr, wer da danach bei ihm bleibt? Meine Schub hier, meine Stamm, als der Vers bekommt. Meine Schub hier, meine Stamm, sagt Jesus. Die sind gewissen dort, so hart als Jesus reden dort. Jesus fragt die Jünger, wollt ihr mich auch verloren? Dann sagt Petrus, wo soll wir hingehen? Du hast ihr Leben gewährt. Oder,
Was meint Paulus damit? Sagt er, wir sind für die, was verloren gehen, sind wir in todesgerachtem Tod, und für die, was gerat worden, sind wir in lebensgerachtem Leben. Was meint ihr damit? Dieselbe Wert sind Radungswert für einen und sind Todeswert für den Nächsten. Ja, da was sagt Paulus dort in 1. Korinther 1, Vers 18. Für die, was verloren gehen, als das Wort von Christus ansehen. Dat is een dodesweer, dat is later aanzien, dat is een domheid. Maar voor ons, dat wordt weer geraad worden als dat God zijn kracht. Deswegen gerots, haben wir beter vorsichtig zu sein, dass wir nie nicht ans Fleisches am uitstrahlen und wollen wem mit unseren eigenen Glücken denken. Wem sollen zu lachen, zu Gott sein Recht. Wenigstens, wann wir das tun? Wann wir das tun? Erstens wird wir damit bewiesen, dass wir selbst nicht gerat sind. Und zweitens, wir würden von dem, was wir haben können, lachen, zweimal sind verlorene Kinder merken es wie Salz. Und das ist, was die Pharisäer nicht vertrauen können. Das ist, was Johannes sagt, je Schlangenbrot soll's. Je Schlangenbrot soll's. Und wir wollten dort Galater, und even Paulus und Petrus müssen sich Paulus muss Petrus noch mal waren mit so Tragstall. Wenn sie selbst Horror waren auffangen, so mit zu hecheln mit anderen Juden. Und so, du stellst Paulus am gerichtlich trag in Galater 2, Vers 15 und 16. Die wahre Christen von den Juden, die merken sich alle immer kranklich mit den anderen. Sie sind kranklich verloren. Sie brauchen den selben Rara. Du wie kein Unterschied. Und hier so in Galater 2, Vers 15, er sagt, wie selbst, die wir aus Juden geboren und nicht aus Sünder von den Völkern sind. Das heißt, wie wir geboren aus Juden, wie an Abraham dem Vorher, wie wir ja so viel Nora, nicht? Ja. Weiten, dass ein Mensch nicht durch das Gesetzes holen gerecht wird, aber durch den Glauben an Jesus Christus. Wir haben selbst an Christus Jesus geglaubt, um durch den Glauben an Christus gerechtfertigt zu werden. Weil durch das Gesetz holen kann kein Mensch gerecht werden. Wenn es durch das Gesetz holen, die Menschen, die kennen Gott, sagt Paulus. Die kennen nicht. Die sind krank auf demselben Level. Je, was du Juden genannt werden, je, was du Gott sind, wird anvertraut wird. Je, was du soll nur an Gott sein, sind krank auf demselben Level, was die ganz verlorensten Menschen. Die wird je Mäden tun. Die fällt ja, was so arren sein in jene Ehe. Die sind auf demselben Level. Und die haben demselben Rot, was dir fehlt. Der Böse, was diese fehlt, der Radung, was diese fehlt, diese verlorene Mensch, das ist all, was ihnen fehlt. Und wir wollten das auch, dass die Juden unter so viel Druck wären, und das woran Petrus sich meist nicht was durchkriegt, um eine Cornelius waren. Deswegen muss das Lehrer uns dreimal raufgeloten vor allem, sagt der Stamm, Petrus, steh ab, schlag den nicht. Oh, nee, Herr. Oh, nee, er kann noch nie nicht so ein Arena geben. Dann sagt der Stamm, was Gott gereinigt hat, das tau die nicht mal Arena an, Petrus. Wenn Gott die gereinigt hat, dann nahm die dort nicht mal Arena. Hier in Apostelgeschichte 10. Und als Petrus dann erst über Cornelius ist, und er hat gefragt, hat sich mit Cornelius durch so unterhalten, was ist die Ursache, warum soll ich hier hinkommen? Und Cornelius vertelt ihm diese ganze Geschichte, was du geworden bist, was du gesehen hast, dass er von einem Engel hat Rot gegeben, dass er soll eine Petrus schicken und so weiter. Das können bloß durch eine wunderbare Gottes, bei Divine Providence, sagt der Engländer, könnte das passiert sein. Und dann sagt Petrus es das, hier in Apostelgeschichte 10, Vers 28. Er sagt, dann seht heute an, die wollten, wo dort vor einen Jüd jeden dort gesagt ist, mit den Nicht-Jüden taub zu kommen, eure Gemeinschaft zu haben. Hier deutet Petrus, dass 100% das jüdische Gesetz brechen. Aber Gott weiß mir, dass kein Mensch soll mehr gemein eure Arenen nennen. Gott weiß mir das, sagt er. Dass ich soll kein mehr gemein eure Arenen nennen. Und was passiert da? Gott weiß das da. Ich kann mir das falsch einnehmen, das ist mein. Und er geht den Heiligen Geist ut über da und die fangen an, andere Sprachen zu reden, so dass Petrus selbst sagt, und die Brüder, was mit Petrus mitwirkt, die wundern sich immer so, wow, der Radung, die wir bis für die Juden, nicht? No.
der wir verdient alle überrein. Das verdient alle überrein. Je brauchen denselben Rara, aber je brauchen denselben Büsse. Je brauchen dasselbe Umkehren. Und hadden die Pharisäer Sult, all beter wollten. Die hadden Sult, aber weißt du Gott, die wissen Gott besser. Weil sie das wissen, wie das Trouble. Das ist, warum sie das so schwer über ihr Hart kriegen. Sie wissen so viel, dass du durch evils euer Verend ansteht. Wings, even in Haggai, der Prophet Haggai, dat zijn Schriftstellen, wo wir manchmal nicht so leicht antasten, wings, dat zijn die von den kleineren Propheten. Haggai 2, Vers 13. Das sage ich, in Haggai seht, wann über wer, in das, wo Haggai te de Ältesten, te de Lehrer reden det. Er sagt, wann über wer einen Doden angeschiert hat, und du dadurch arren wird, und du dann zo'n Eten anschiert, was das war von Eten, zo'n Eten, was du wird geopfert worden, was du soll Gott euch nehmen sein, nicht? Dann zo'n Eten anschiert, wird dort dann arren sein, und die Priester sehen, dann wird dort arren sein. Dann sehen Haggai te aan. Der Herr sagt, krijg zo als dat voor mij met dit valt, krijg zo als dat. Krijg zo als dat voor mij met dit valt en met deze mensen. Alles wat die doen en wat die doet opferen is mij arren. Alles wat die doen, dat is mij arren, zegt God. Je zijn mij arren. Je naam Gott zijn valt. Ik heb je in Egypten rit gebracht. Ik heb het bewezen dat ik in Gott zie, ober. Die zijn mij alle ganz arren. Waarom? Want sie haben das all diesen tijd immer bewezen, dat je nicht kan reich genoeg zijn voor mij. Nicht für so ein dreimal heiligen Gott. En so, du sei wie dat. Dat wat de mens Gott beiden kann. Dat is Aufgang, dat is als schwierige Schmerzkadern für Gott. En dat is waarom de einzige, wat de voor Gott bestimmt leven, dat zijn, ik heb hier wat Schriftstellen, waar ik hier nicht machen kann wegen Tidsholen. Aber als uns das bekannt, wo Jesus zu den Pharisäer sagt, die Tagsklagten und die Hörer wollen euer in Himmel rechnen kommen uns gehen. Wings, die Jungen, nu Johannes, die bekennen, dass sie werden sind da, wings sie werden, und die sind auch, aber die bekennen das, wenn sie es nicht, und die deuten Büsse, du ever, die wollen euer in Himmel rechnen kommen uns gehen. Die, wat du so still stehen und glauben, die haben nie nicht was Besonderes Arach getan. Aber sagt Jesus, wo braucht Jesus ein Tagsklagter und ein Pharisäer als Beispiel? Wo braucht er diesen Pharisäer als jemand, weil der groß von sich selbst redet? Und er sagt, der bet für sich selbst. Weet je wat, der bet nicht mal zu Gott. Der bet für sich selbst ab einer Stadt, wo die Menschen am alle sagen. Und der halbt die Menschen dort zu denken, wovon Gott er deut, sie deut sich so, er redet zu Gott. Dus van hij God denken halten dat, ik dank die God, dat ik niet zo zie als deze mensen, dat is gerne, ik geef iedere dag zo en zoveel, ik darf een tiendel, wat immer, afgeven. Wat oprecht hij dan met dat alle gewas, dat is wat hij door aan pochen deed, dat is nog een ander thema. Maar hij looft zich door zelfs. En Jezus zegt, dat is ook alles wat hij wordt creëren. De eer wat de mensen den geeft, dat is alles wat hij wordt jemals creëren. Da wird aber ein Tagsklag, da der stimmt von eng auf, der wird sich nicht mal nur kommen. Ich weiß nicht, was Jesus meint, dass nicht mal in den Tempelhof näher kommen, ich weiß das nicht. Aber er sagt, der stimmt von eng auf. Der wird sich nicht mal abdecken. Ich sehe, falls sich das nicht mal wird. Der schlägt sich an den Bras. Und er sagt, was Gott, sieh mich sind er gnädig. Habe die Schrift noch ein Denk gehalten, und Jesus sagt, seilig sind die, die geistlich arm sind. Seilig sind die, die bankrott mit sich selbst nach Jesus kommen. Und nichts zu beiden haben. Als ein armer Pracher, weiß ich was, ein wahrer Christ, das ist, was das ist. Ein wahrer Christ kämpft für Gott als ein armer Pracher. Als bankrott mit selbst.
wat niks aan te beiden heeft. En wat bloos om Jeroen praat. Dat Jezus zegt, dat je gerechtvaardig in huis. Du en groot als dat aanmelig in ware Christus zijn onbüsse dan. Dat aanmelig in ware Christus zijn, om dat niet toe te staan, dit is wat, wanneer de Schrift zegt, dat de keiner een verständnis voor God heeft, en am zeggen dat, wo kan du für Christen von der ersten Tag so stolz sein und sagen, so haben sie Gott gesagt. I mean, come on. Der Schrift sagt, nee, je hat nicht. Der Schrift sagt, Gott hat sich jent gesagt. Das Stolz, was von der ersten Tag in das sogenannte Christentum neergekropen ist, dat verdammt mehr Menschen naar de hal, Christus Jesus sagt, wann je angefangen haben, habe je zweimal so ein großes Hallen von dort gemerkt, dass je selbst. Den Tag, wo wir in Sturm sein, wem zu überreden, dat einmal soll Jesus im Herzen kriegen, dat einmal soll dann ein Mühlbekenntnis geben. Den Tag, wo wir dort in Sturm sind, zu tun, wo mählich, und dort die, was du ab vertrauen, ich habe dann mal das Gebet nur gesagt, ich habe dann, den Tag, wo wir dort getan haben, den Mensch als Schwander zu dem wahren Glauben zu bringen, als so, was sich bis ganz verloren fällt. Weet je wat, ik reed sehr viel leichter, sehr viel leuwer te verlorene Menschen als de zelfgerechte. Wings onzelfgerechte Pharisäer kost nichts mit Umfang. Jesus zelf zegt, loot die Tag. Dat is een blinge leraar. Die waren zelfs in groeven te liggen komen. En al die wat ze metrieten, die waren met een top in groeven te liggen komen. Onze arbeid is dat niet. De zelfgerechte Pharisäer zijn bij een Glauben te brengen. Jesus zegt, loot die Tag. Weet je wat onze arbeid is? Onze arbeid is de verlorene. Onze arbeid is dat die wat verloren zijn. Die wat zich aan de bras slaan. Die wat niets te beiden hebben. Die wat de uitschreien, Gott zie mir zijn generig. Voor die hebben we deze troost. Du bist reich. Dat stimmt. Dat du nichts te beiden hast. Dat du een verlorene Sünder bist. Dat stimmt alle. Aber weißt du, was hat Gott für so eine verlorene Sünder? Für die haft er das Versprechen. Für die haft er diese Radung. Amen. Waar we sluiten. Himmlischer Vater, wie kommen wir für die? Als Sünder, wat nichts te beiden haben, wat bankrott met zelf zijn. Aber Herr, wir freuen uns zu deiner großen Genade. Und dass wir alles zu hopen haben in die. Und dass du diese Radung in uns wirken, der ist himmlischer Vater, du dank wir dir für. Und Herr, musst du uns das immer selber in uns Hart schreiben, dass uns das immer geraten wird. Und Herr, diesen Segen, was wir alle erfahren haben, in der Mess ein Jahr. Mocht die uns den immer Dollar geben, mocht wir wissen, mochten unsere Nobers, und mochten all die Menschen, was die dazu beraubt hast, in den Rechnen zu kommen. Mocht den Wort alle wegen sich dort wissen. In himmlischer Vater, wir weiten dort, wenn das nicht wegen die wird, dann wir hier nicht, und du verdank wir die. Und mocht die uns auch wiedersehen, und wir beten auch für die Kranke, für die Regierung, für all die, was der schwere Tiden gehen. Himmlischer Vater, mocht die sein, wer jeden einen nur an ist. Und Herr, wir würden gerne den ganzen Nachmittag über abreden, für was wir wollen beten. Aber Herr, du Jeruts weißt viel besser, was uns alle fehlt und wem das allen fehlt. Mocht deine große Genade alle wegen sein, über alle Menschen. In Jesus' Namen beten wir das. Amen.